Hallo, herzlich willkommen zum LiveNet Talk, ein weiterer Talk on the road. LiveNet ist ein bisschen unterwegs. Heute sind wir hier im Jugendraum von der Weinfachkirche Schweiz in Zürich. Krishona heisst es aktuell noch und dann gibt es den Namenswechsel auch hier zu der Weinfachkirche Schweiz eben. Und wir reden da mit zwei aus dem Team vom Jugendbereich. Young Generation nennt man das in diesem Gemeindeverband. Und die zwei, wer vielleicht vor 2 Wochen am Krea ist gesehen, der weiss haargenau, wer das da ist, der auf dem anderen Sofa höckelt, oder wie wir dem genau sagen. Auf jeden Fall sind das da hier direkt Lisa Kuriger nebendran und der Josias Burger, der eben noch einmal mit mir zusammen jetzt einerseits aufs Krea zurückschauen. Es ist nämlich ein historischer Moment gewesen, auf St. Krishona Mitte Juni. Letztes Mal Krea-Meeting. In dieser Form gibt es nicht mehr. Wie ist es für euch? Jetzt habt ihr es schon ein bisschen verarbeiten, dass jetzt das wirklich zu Ende ist, das Kapitel. Josias, vor allem du, der ja das sehr stark geprägt hast die letzten Jahre. Ja, es hat immer zwei Seiten. Einerseits, wenn ein Event durch ist, geht es irgendwie 3 Tage und man ist in einem völlig anderen Modus drin. Aber so ein bisschen zurückschauen, ja, ich war schon ein bisschen melancholisch gewesen. Am Sonntag oder vor allem Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie so zu merken, okay, alles, was du jetzt da vorbereitet hast, was du über Jahre erarbeitet hast, mitgeholfen hast, dass es wird, ist jetzt irgendwie alles nichts mehr, alles weg. Und dann, natürlich, es gibt eine Dimension im Reich Gottes, wo das alles überdauert und wo Sachen wachsen. Das Thema zeitlos ist ja unser letztes Thema gewesen, wo auch unser Herzensanliegen ist. Das Krea soll zeitlos sein, Impulse sollen zeitlos sein. Natürlich das alles schon. Und doch ist es irgendwie komisch, ein Event abzuschliessen. Ist das ein Moment, wo man eben ein bisschen speziell Ausschau haltet nach Spuren? Was ist jetzt eben da passiert in dieser Zeit, wo wir das gemacht haben, wo wir uns dieser mit Liebe und Seele und all Möglichen investiert haben? Ja, genau. Ist beim Krea noch besonders. Das Krea geht irgendwie 48 Stunden vom Freitag bis am Sonntag. Und das ist unhühnerdrückt. Also du kommst dort durch und ein Impuls folgt aufeinander. Und es ist für die Teilnehmer nicht immer so einfach, zum wirklich zu sagen, das hat mich jetzt verändert, weil sehr viel geballter Ladung kommt. Und entsprechend hören wir auch noch nicht so viel, wie sich jetzt Menschenleben verändert haben im Krea. Aber auf ein letztes Krea haben doch viele noch mal gesagt, was sie geprägt hat. Und wir haben mit Leuten Kontakt gehabt, die 1992 bei der Gründung dabei waren. Und plötzlich merkst du, der ist dort und das hat ihn geprägt. Das war sicher besonders gewesen. In dieser Intensität haben wir das noch nie erlebt. Ja. Eben, du selber bist auch ich weiss nicht, zumal selber als Besucher das erste Mal dabei gewesen, oder? Im Krea. Und hast auch Momente wahrscheinlich erlebt hat, die in deinem Glauben wichtig waren. Ich weiss nicht. Hast du noch gerade etwas präsent aus deiner eigenen Zeit? Ja, ich habe 2 Sachen. Das eine ist, dass ich mich... 3 Sachen. Das eine ist, ich habe mich selber mit der Frage auseinandergesetzt, Theologie zu studieren am Ende, das weiss ich noch. Und bin dann mal ins Ministry angeboten und gesagt, ich möchte mit jemandem ein Gespräch. Und dann ist mir eine Person zugeteilt worden, die gerade Theologe war auf dem St. Krishona Berg. Und das war für mich so wie eine Bestätigung. Das Zweite war, ich weiss noch, das Thema 2010, das ist um Sex gegangen. Natürlich hat man das irgendwie ein bisschen blöd gefunden als Jugendlicher, dass jetzt so über Sex geredet wird und so schamlos und alles. Und gleich natürlich innerlich aufgesogen, was dort gesagt worden ist. Und das Dritte, ich war mal als Teilnehmer im Publikum gewesen, und dann habe ich die Stimme von Gott gehört und die hat gesagt, du wirst eigentlich auf dieser Bühne stehen. Das war eindrücklich. Dann plötzlich zu realisieren, dass ich wirklich mal auf dieser Bühne gestanden bin. Ja. Genau. Ja, wirklich. Mehr als das. Du bist dann wirklich der Kopf gewesen, jetzt von diesem ganzen Anlass vom 14. Jahr. Hast du das geleitet mit einem Team zusammen, bist in diesem Kernteam. Und im gleichen Kernteam ist auch die Lisa Kuriger dazugekommen. Bei dir ist das noch ein bisschen jünger wahrscheinlich, die Geschichte. Auch ein bisschen weniger emotional gewesen, oder wie hast du das jetzt erlebt? Ja, also ich war auch als Teilnehmerin dabei gewesen, 2-mal als Teenie. Und habe dann eigentlich
die Aufgabe übernommen, kurz bevor Corona kam. Und hat darum erst jetzt dieses Jahr so richtig können aus dem Vollen schöpfen in meiner Aufgabe als Kernteammitglied. Und also, es war schon auch emotional gewesen, glaube ich, weil es das erste Mal so richtig war, weil wir so lange darauf hingefiebert haben. Und weil ich mir eben darum immer ausgemalt habe, wie jetzt da ist, wenn es wirklich mal durchgeführt wird und ich mitverantwortlich bin. Und es ist nachher schon, also vor allem am Freitagabend, wo alle Jugendlichen da oben waren und wir haben das erste Plan gestartet, ist mir schon ein bisschen kalter Rücken abgelaufen. Das war ganz krass gewesen, wie nachher alle in dem Raum waren, am Arbeiten und am Feiern. Und das hat mich sehr berührt. Ja. Mhm. Und du hast ja den Bereich gehabt, Infrastruktur, einerseits Kommunikation, auch jetzt von dem CREA-Meeting in diesem Jahr. Und eigentlich kann man sagen, ihr habt sehr Glück gehabt, oder? Also Infrastruktur, das Wetter ist sehr auf eurer Seite gesehen, oder? Also hat gut gepasst. Also. Ist sehr warm gewesen, ja, kann man sagen. Warm, ja. Aber kein Gewitter und so. Genau, ja. Kein Gewitter, kein Regen, das war wirklich super gewesen. Das Einzige war die Herausforderung, dass uns die Leute nicht vom Stängel kippen, weil sie so heiß hatten, weil bei Teenies manchmal noch ein bisschen Gefahr ist, wenn sie nichts trinken oder keinen Sonnenschutz. Aber nachher haben wir coole Methoden gefunden mit Wasser und Trinken und alles Mögliche, wo sie können sich erfrischen, und es ist nachher wirklich super, super gegangen, ja. Mhm. Ich habe schon einleitend gesagt, Lisa, du bist auch in diesem Young Generation Team und willst sogar jetzt noch ein bisschen aufstocken. Also bei dir wird das noch mehr so wirklich ein wichtiger Teil von deiner Arbeit. Und du hast auch die Ansage gemacht, dass man wieder zurück wird kommen mit einem Jugendevent. Das heisst eben nicht mehr CREA, das ist schon mal sicher. Aber im 24 wird es wieder irgendwie etwas geben. Wo seid ihr dort anfangen? Im Moment im Visionierungsprozess? Genau, das haben wir verkündet, dass wir zurückkommen, und da hoffen wir auch fest. Wo sind wir? Wir haben mal angefangen, bevor das CREA wieder so aktuell war wie jetzt in den letzten Monaten, zu überlegen, was braucht denn die Schweizer Jugend überhaupt oder unsere Gemeinden, unsere Jugendgruppen. Und haben dann in einen Prozess gestartet, der jetzt ein bisschen pausieren musste, weil eben die CREA, also das CREA selber, die Umsetzung des CREA dann doch sehr viele Ressourcen gebraucht hat. Und darum jetzt wie der Prozess hat angefangen, vom Visionieren, vom Schauen, wo geht es hin, und wir sicher auch schon uns ein bisschen finden können. Aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dem Umsetzen und mit dem Konkretwerden, Team zusammenstellen, wo da zusammen auf die Beine stehen, genau. Mhm. Wir haben ja wirklich eine inspirierende Zeit jetzt gerade erlebt, oder? Wir sind hier zusammen am Festival in Erfurt, ein bisschen verfolgt über die sozialen Medien, oder? Ist man ja zusammen connected, dann habe ich gesehen, ja, sie ist dort, und dann war er gleich schon dort gesehen, oder? Voll im Camp vom eben CREA drinnen und dort wieder Leute getroffen. Dann hast du noch Leute getroffen von Inziel, einem neuen Festival, das kommt, Praise Camp. Ihr seid dort sehr stark vernetzt, oder? Und wahrscheinlich auch gut analysieren, ja, was passt jetzt da noch in die ganze Angebotspalette, die es schon gibt. Oder? Wo bist du dort so drin, Josias? Was denkst du? Ja, wir haben in diesen ganzen Suchen und Analysieren haben wir schon gemerkt, ein Festival wird wahrscheinlich schon wieder, also das neue Format wird wahrscheinlich auch ein Festival sein. Und dann ist es einerseits auch cool zu schauen, was gibt es sonst noch. Eben ein Praise Camp, ein Inziel-Festival. Andere Festivals haben sich auch überlegt, starten. Dort weiss ich den aktuellen Stand nicht. Und das ist einerseits mega cool, aber andererseits macht das ja herausfordernder. Sollen wir jetzt noch mal, ja, was ist jetzt der Raum, den wir noch einnehmen sollen? Was ist der Auftrag, wo Gott uns gibt? Und das ist so wie beides. Es ist mega cool zu beobachten, was es gibt. Und andererseits denkst du, manchmal wäre es cool, einfach 5 Jahre vorher zu schauen und dann in der Retro-Perspektive zu beurteilen, was hat es im 2024 gebraucht, dass wir wieder dort auch kommen. Aber eine sehr hohe Überzeugung haben wir immer noch, dass es Events braucht. Es war auch für uns eine Frage, sollen wir mehr ins Regionale gehen, sollen wir mehr ins Kleinere gehen? Und sowohl das Festival wie auch das CREA haben uns sehr darin bestärkt. Es ist zwar mega aufwendig, grosse Events zu machen, aber es gibt halt einfach etwas
Unvergessliches und Unvergleichliches, das stattfinden, wenn sich eine grosse Zahl an Jugendlichen trifft. Genau, dort ist so das Suchen drin. Wo ist die Lücke? Und gleichzeitig auch nicht nur davon steuern, wo ist die Lücke, sondern auch, was will Gott Neues erschaffen, wo vielleicht jetzt ein bisschen Mut braucht, weil es irgendwie gerade noch nicht so reinpasst, das Gesamtkonzept. Mhm. Ja, also es braucht ja schon Mut anzusagen, dass es jetzt einfach wie ein Ende gefunden hat, oder? Das Ganze mit dem Kreat. Also da habe ich jetzt das Gefühl, wow, jetzt, hoppla, jetzt ist eigentlich da mal ein Schlussstrich gezogen worden. Oder habt ihr das relativ schnell mal als Kernteam gemerkt, nein, es ist jetzt gut? So. Ja, es ist schon ein rationaler Entscheid gewesen. Aber wir haben einerseits einen Umbauplan auf dem Berg, wo es Kreat längerfristig verunmöglicht hätte. Und das hätte so ausgesehen, dass das schon bereits jetzt der Fall wäre. Jetzt wäre da wieder ein bisschen mehr Luft, aber da, wo wir müssen entscheiden, ist das so klar gewesen, dass das geht nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir uns auch gefragt, soll ein Jugendevent 30 werden? Ist das gut? Weil wir schon merken, dass Kreat ist geprägt von 1992, als es gegründet worden ist. Jetzt sind Leute zusammengehockt und haben entschieden, in die Richtung soll es gehen. Und das gibt eine DNA und die zieht bis heute nach. Und wir haben das Gefühl, es braucht auch neue Formen von Events. Und das ist einfach ein riesen weißes Blatt und das macht es für uns auch herausfordernd. Wie findest du auf einem weißen Blatt jetzt das, wo du mal Eckdaten festlegst? Und gleichzeitig haben wir den Eindruck, irgendwo muss es eine Veränderung geben. Unser grosser Traum wäre, Events weniger programmorientiert und mehr jüngerschaftlich zu machen, also mehr bevollmächtigend. Und gleichzeitig ist das natürlich für Events, das steht diametral einander gegenüber, weil mit Events tust du ja mit einem coolen Programm Leute anziehen. Und gleich dort wollen wir suchen und dort wollen wir herausfinden, was muss sich ändern, dass Events weniger einfach auf Konsum aus sind oder weniger den Konsum bedienen und mehr können mündig machen, unterstützen, mithelfen. Ja, das sind spannende Fragen. Natürlich auch, glaube ich, ein Teil ist mir vielleicht durch die Erfahrung aus Corona, der hat ja auch eine hybride Form gesucht dann, oder, wo man noch nicht den grossen Anlass machen konnte, so dass die Plenumsgeschichten nicht möglich wären gewesen. Und er hat dort wahrscheinlich gewisse Sachen schon lernen, was du selber, Lisa Kuriger, du arbeitest schon stark mit den Jungen, auch als Pastorin noch einerseits und eben jetzt voll noch bei der Young Generation. Was hast du so das Gefühl, weißt, das Jüngerschaftliche, das interessiert mich selber auch brennend. Was sind dort die neuen Formen? Was könntest du dir da vorstellen? Ja, das ist eben schwierig zu sagen, oder? Mhm. Also, das eine ist ja das Event-Setting, das jetzt Josias angesprochen hat, weil das dort die jüngerschaftlichen Formen sind. Ich glaube, das sind wir selber noch am Suchen. Oder eben, wie er gesagt hat, wie das im Kontrast zu den Programmpunkten kann stehen. Und das andere ist ja dann Jüngerschaft in der Gemeinde. Also, weil als Event, wir wollen ja nicht, dass sie nur an ein Event kommen und sonst nie zu verankert sind und dann kommen sie wieder einmal im Jahr, sondern wir wollen ja der Gemeinde auch dienen mit so einem Event, dass die Jugendgruppen kommen und die Jüngerschaft erleben und vielleicht einfach ein Highlight können erleben an diesem Event, aber nachher gehen sie wieder zurück in ein Setting. Und dort erlebe ich schon mega fest, dass die Gemeinschaft, Freundschaften, Beziehungen zu leben, das ist einfach die Basis von der Jüngerschaft irgendwie, dass es mit den Jungen funktioniert. Sie müssen sich wohlfühlen in diesem Setting, sie müssen irgendwie so ein familiäres oder freundschaftliches Umfeld haben in der Gruppe und dann habe ich das Gefühl, ist es auch mehr möglich, um in die Tiefe zu gehen, um zusammen die Bibel zu lesen, um zusammen vorwärts zu gehen. Wenn sie das nicht haben und nicht merken, das sind Leute, die sich wirklich für mich interessieren und es ist ein authentisches Miteinander, dann lassen sie wie auch nicht gleich zu, dass man überhaupt in die Tiefe kann. Mhm. Wir haben erst vor kurzem, gerade so vor Pfingsten, eine Gruppe Jugendliche oder Jugendpastoren, so müsste man eher sagen, also Leiter in diesem Bereich, in Bern gehabt, bei LiveNet, die nachher einen Talk gemacht haben, auch über das eben neue Formen, was wollen wir denn, welche Art Gemeinschaft ist noch gefragt und so. Und dort ist schon auch ein bisschen rausgekommen, ein Stück weit nichts Neues unter der Sonne. Also das bleibt immer noch das Grundbedürfnis Nummer 1, oder? Trotz, ob jetzt
Digitalisierung hier, Social Media, das und viel neue Trends, Entwicklungen, aber das ist gleich das Erste, was immer verlangt und gefragt ist, oder? Die Gemeinschaft, ja. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also, da haben wir jetzt auch gemerkt, bei dieser ganzen Corona-Zeit, es gibt super gute Podcasts, die du hören kannst oder Worship-Lieder oder Predigten, die du kannst online schauen kannst, aber es ersetzt einfach nichts die Gemeinschaft, die wir haben miteinander, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen zu Nacht essen oder wenn wir zusammen einen Ausflug machen oder so, das kann einfach nicht ersetzt werden durch Social Media oder durch irgendetwas. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht einfach auf unserem alten, gewohnten Setting irgendwie uns festlegen und sagen, ja, es ist ja immer gleich und die Jugendlichen merken dann das schon. Wir müssen uns schon auf die Trends und so einlassen, aber wir wahrscheinlich das Grundbedürfnis nicht verpassen dabei. Mhm. Genau. Es wird ja immer sehr viel so geurteilt, sage ich mal, oder es entstehen Bilder über die junge Generation. Das ist schon früher so gewesen. Es gibt den uralten Spruch, oder die heutige Jugend, oder, wo man von einem griechischen Philosoph, oder, wo man weiss, das schon dann gewesen, wo irgendwie man darüber nachdenkt. Heute hört man ein bisschen, ja, die heutige Zeit ist geprägt von Digitalisierung stark. Es ist vielleicht gleich eine Vereinsamung zum Teil auch. Oder wo bin ich gefragt, wo bin ich gebraucht. Da würde mich schon interessieren, noch ein bisschen von euch zu hören. Wie erlebt ihr so ein bisschen die Jugend? Weißt, also einfach so einen Namen geben ist ein bisschen platt und einfach und es funktioniert meistens nicht. Aber was beobachtet ihr so ein bisschen? Generation, was ist jetzt das? Z und Alpha, oder? Weißt du, sagt man jetzt schon. Keine Ahnung, wie man das sagt. Also ich beobachte beides. Ich beobachte Jugendliche, die begeistert sind, die es lieben, sich in die Gemeinschaft hier zu geben, die auch ihren Glauben leben und Vollgas geben. Und deren, die man nie mehr richtig sieht, die man nie mehr richtig wahrnimmt. Es hat sich schon, natürlich, es verändert sich immer wieder fortlaufend, aber letztendlich jede Generation muss für sich den Glauben finden und entdecken und wieder neu packen. Und mich macht die Hoffnung so, dass ich viele dieser sehe, wo ich den Eindruck habe, die packen wirklich den Glauben und die leben mit einer Tiefe und Intensität und sind in dem unterwegs. Also es hilft mir immer wieder auch das vor Augen zu haben. Man kann schwierige Sachen nennen bei der jungen Generation und man kann sich manchmal ein bisschen verzweifelt zeigen, wie sollen die mal unser Land führen oder wie sollen die mal Reich Gottes bauen. Aber letztendlich, bei jeder Generation ist Gott am Wirken und ich sehe auch viel von dem, wo Gott am Wirken ist. Ich glaube, es ist von Vorteil in unserer Arbeit, wenn man begeistert ist von den Teenies und von den Jugendlichen und eben nicht schon das Mindset hat, oh, die Teenies wieder oder die Zeit, die jetzt kommt, oh, wie soll das nur gehen, sondern dass wir grundsätzlich mal begeistert sind von ihnen und wie sie Neues machen, wo wir vielleicht noch nicht gemacht haben, wo unsere Eltern noch nicht gemacht haben, wo es gar noch nicht gegeben hat, sondern sie kommen jetzt und das ist jetzt ihre Teenie-Zeit, das ist jetzt ihre Jugendzeit und es hat niemand von uns gewusst, dass es so wird sein. Und jetzt ist es so und es hat seine eigenen Vor- und Nachteile und mega viel Potenzial, das rum ist, wo man auch als Event, als Kirche sollen nutzen irgendwie und nicht einfach nur das Negative irgendwie rausheben oder das ist jetzt komisch oder so, sondern eben uns freuen an dem, was kommt und an diesen Chancen und so. Und wie machst du das? Wie gelingt dir das? Dass du auch als Leiterin, oder, da sozusagen genug kreativen Raum lässt für das? Und ja, ich probiere irgendwie up to date zu sein und eben nicht irgendwie sagen, ja, TikTok ist jetzt nichts für mich oder so. Sollen die Jungen, also ich will nicht ihren Raum einnehmen auf eben jetzt zum Beispiel TikTok oder Snapchat oder was auch immer, aber ich will wissen, was läuft und was fasziniert sie an dem und warum verbringen sie stundenlang dort drauf und so. Und irgendwie, es macht ja einen Unterschied, wenn sie dann über einen neuesten TikTok-Trend reden in der Jugendgruppe und ich denke, auf dem Bänkchen nebendran, über was redet sich jetzt wieder?
Wie wenn ich kann sagen, ja voll, habe ich auch gesehen, ist ein bisschen komisch, oder wie findest du das, oder was macht er mit dir, oder so, dass ich auch mitreden kann. Also ich glaube, das ist schon mega viel wert und eben nicht einfach nur, die sind wieder auf TikTok oder was auch immer, die verblödeln dort ihre Zeit. Ja. Genau. Einmal habe ich eine Umfrage mitmachen von jungen Gymnasiasten, die gefragt über Jugendsprache, oder? Und dann haben sie mir ein paar Begriffe genannt. Und ich war voll am Limit gewesen. Also wirklich, dass nicht denke, dass ich dermassen schon hinten drin bin und so viele Begriffe gibt, die ich nicht kenne, oder? Von Netflix and Chill oder so Sachen. Das Ganze, ich habe mich auch aufklären, was das eigentlich heißt. Aber das ist ja wie auch, genau das sucht die Jugend immer wieder. Also sie sucht sich zu unterscheiden von der älteren Generation. Und wenn sie es schaffen, sich ein bisschen von uns abzuheben, dass wir eben nicht mehr ganz alles checken, dann haben sie ja einfach nur das erreicht, was sie eigentlich brauchen als Generation. Es ist nicht einfach ein Zeichen dafür, dass die jetzt da wieder völlig neue Sachen machen und wir sind voll wieder Outsider und haben keine Ahnung mehr und unsere coolen Wörter sind schon lange nicht mehr cool. Sondern das Ziel von jeder Generation ist, sich irgendwie ein bisschen zu unterscheiden. Und mega cool, wenn es nicht gelingt. Ja, stimmt, ja, das ist spannend. Ja. Und eben, du bist jetzt auch für mich dort drin ein mega Beispiel, oder? Ja, ein Vorbild in dem Sinn. Du bist immer ein bisschen in diesem Bereich drin gewesen und jetzt selber Vater 3 Kinder und ja, weiss nicht, welchen Jahrgang du genau hast, aber du bist jetzt nicht mehr eben ganz in diesem Bereich drin und gleich auch noch immer up to date zu bleiben und dran zu bleiben, oder? Was motiviert dich für das immer wieder, Josias? Also ich habe einfach die Generation von Teenies und Jugendlichen, ich habe die grundsätzlich einfach mega gern. Ich schaffe es nicht immer gleich gut miteinander unterwegs zu sein. Ich könnte jetzt auch nicht jeden Samstag mit denen Zeit verbringen. Da tue ich mich lieber in die Leiter investieren, die mit ihnen unterwegs sind. Aber so einfach, was an Identitätsbildung in diesem Alter passiert, das hat einfach einen riesen Respekt vor dem, was dort läuft. Und für das tue ich mich mega gerne investieren, dass doch etwas wachsen kann. Und dann habe ich einfach ganz viele Neffen und Nichten, die jetzt in diesem Alter sind. Und durch das komme ich so ein bisschen mit über. Ich bin die jüngste von 5 Geschwistern und meine Schwester ist ein bisschen älter und deren ihre Kinder sind jetzt erwachsen langsam. Und von dort habe ich immer ein bisschen einen Bezug zu ihnen. Aber grundsätzlich funktioniert das nur, wenn ich mich in Leiter investieren kann. Ich kann nicht mehr selber die Kinder- und Jugendarbeit machen. Eigentlich ist ja so das Zeitfenster, also hat mir gerade einmal weiter aus eurem Kernteam auch gesagt, der Benny Zurbrück, der mit mir auch recht eng unterwegs ist, auch jetzt mit Events, die er für LiveNet hilft mitgestalten. Und er hat ja bei euch auch so ein bisschen diesen Bereich gehabt, vom Programm, glaube ich. Oder? Ja. Er hat gesagt, ja, eigentlich die Leiter in diesen Bereichen, die hast du vielleicht früher noch eher für 5, 10 Jahre gehabt, aber heute ist hier die Zeitdauer vielleicht auch noch kürzer, oder? Wo jemand wirklich den Teens-Bereich macht, oder der Yugi, oder nachher, wie nennt man die noch alle? Youth Pastor, oder was es da für Begriffe gibt. Dort sieht man schon eine Veränderung wahrscheinlich, oder? Also jetzt auf Angestellten-Ebene, dort hat man die Jahre am schnellsten im Blick. Habe ich das Gefühl, also ich bin jetzt 10 Jahre bei der Viva Kirche. Ich habe das Gefühl, das war schon immer ähnlich gewesen, aber es ist natürlich auch nicht eine mega weite Spannweite. Aber dass viele so nach 2, 3 Jahren einfach einen Schritt weiter gehen. Bei den Ehrenamtlichen führen wir schon gar keine Adressliste. Das wäre unmöglich, die Hauptleitenden irgendwo updated zu haben. Und dann gibt es vereinzelt Leute, die wirklich lange dabei bleiben. Ja. Hey, gut, wir können hier einfach ein bisschen, manchmal fast Kaffeesatz lesen, wie geht das weiter, was bringt die Zukunft, haben wir ein bisschen gemacht zusammen. Ich freue mich dann, wenn wir im 24 in diesem Fall wieder zusammenhöckeln, oder? Lisa Kuriger, der... Da freue ich mich auch. Wie? Da freue ich mich auch. Ja, dann ist irgendwas auf dem Schlitten, dann, wenn wir dann wieder zusammen reden. Und also auch schon unterwegs natürlich, dürfen wir gerne so im Gespräch bleiben. Aber spannend war, mit euch noch ein bisschen die ganze Geschichte können noch nachhallen und auch zu sehen, wo ihr steht und wie euer Herz eben brennen für die Jungen, für die Jugend. Und wünsche euch super Gedanken und Visionen für das, was jetzt kommt als nächstes. Danke vielmals fürs Gespräch.
Merci. Danke dir. Ja, das wäre es mit dem LiveNet-Talk hier aus dem Yuki-Raum von der Viva-Kirche in Zürich. Jetzt habe ich so richtig gesagt, also im Moment noch Rishona, aber eben das wechselt ja dann in diesem Gemeindeverband immer wie mehr, dass man sich auf das Viva-Kirche gewöhnen kann. Wieder eine Veränderung, das passt gut zu diesem Talk, es gibt viele Veränderungen. Wir sind gespannt, wie dann das neue Baby getauft wird schlussendlich und was da Neues kommt nach Crea. Und danke vielmals für euer Interesse. Uns gibt es wieder am nächsten Dienstag mit einem Talk. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.